Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal zur Pressekonferenz vor dem abschließenden Spiel in der Vorrunde gegen den VfL Wolfsburg. Damit rein in den Bums. Wolfsburg, damit willkommen zur letzten Medienrunde mit Thomas Tuchel in diesem Jahr hier an der Säbener Straße und beginnend, wie so oft, Torben Hoffmann für Sky. Torben. Thomas, gab ja einige Grippekranke zuletzt vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart. Wie steht es um diese Erkrankten und sind noch mehr Verletzte und Angeschlagene dazugekommen? Im Moment nicht und wir hoffen auch, dass jetzt wirklich kein einziger mehr dazukommt. Mit Leon und Josh ist im Moment eigentlich mehr oder weniger ein stündliches oder zweistündliches Update und so weiter. Wir hoffen, aber es wird natürlich super eng. Wir fliegen morgen Vormittag, heute ist Training. Und es wird sehr eng für die beiden. Oh nein! Toi, toi, toi. Nee, das ist keine Verletzung, war Ermüdung und Krämpfe. Deshalb hoffen wir, dass zumindest alle die verfügbar sind, die jetzt auch zuletzt im Kader waren. Hier sind die Reihen auch schon ein bisschen leer, ne? Aber nebendran Vincent Schirpke für Merkur und TZ. Sieht aus wie bei uns im Besprechungsraum. Hallo Herr Tuchel, gegen Stuttgart hatte Ihre Mannschaft ja weniger Ballbesitz als der Gegner und viele Umschaltsituationen. Wollen Sie so gegen Wolfsburg auch auf Konter spielen? Oder wie ist die Einstellung? Nee, das war auch der Qualität. Das war jetzt kein Hat er jetzt eklig seinen Popel hier rumgeschmiert oder was? Schon ziemlich eklig, Thomas. expliziter Plan, auf Ballbesitz zu verzichten. Das war auch der Qualität und dem Spielaufbau von Stuttgart geschuldet. Das ist sehr schwer, sie hoch anzulaufen, weil sie sehr ballsicher sind, sehr kurze Abstände haben und in ihrem 3-2 oder manchmal 4-2 6 Spieler hinterm Ball haben, plus Alexander Nübel, der extrem gut auch am Ball ist. Und sie haben da gute Automatismen, sehr kurze Abstände. Deshalb wussten wir, dass wir, wenn wir hochpressen, dass wir dann sehr, sehr mutig und sehr schlau anlaufen müssen, um eine Chance haben auf Balleroberung oder sie zu haben oder sie zum langen Ball zu zwingen. Und wir wussten auch, oder meine Meinung ist, dass das 4-4-2 nicht die ideale Struktur war, um gegen Stuttgart einen hohen Druck zu machen. Deshalb konnten wir uns vorstellen, dass es auch Phasen geben kann, wo Stuttgart, wenn sie in Flow sind und wenn sie einfach in ihrer besten Aufstellung auch spielen, auch Ballbesitz haben. Dann ging es darum, das zu akzeptieren und im Mittelblock eng und fleißig zu verteidigen, ohne frustriert zu sein. Und das haben wir dann vorbildlich fleißig und taktisch diszipliniert gemacht. Da kam noch dazu, dass wir natürlich ein paar Spieler von Anfang an hatten, die wenig Rhythmus hatten, die vielleicht auch noch nie auf der Position zusammengespielt haben. Er muss sich gar nicht rechtfertigen dafür, dass er wenig Ballbesitz hatten. Er hat gut gecoacht, hat eine gute Strategie gehabt, das hat gepasst. Im Zentrum, das hatten wir unserem Ballbesitz angemerkt. Am Anfang hatten wir auch zu viele leichte, schnelle Ballverluste, waren ein bisschen hektisch und haben ein paar Abläufe gefehlt. In der zweiten Halbzeit hatten wir, glaube ich, mehr Ballbesitz als Stuttgart, aber insgesamt haben wir natürlich weniger generiert, aber es darf schon mehr sein als am Anfang, aber du kannst ja auch Kontrolle behalten, indem du gut verteidigst und so hat es sich auch angefühlt, dass wir immer in Kontrolle waren, ja. Auch wenn wir mal nicht einen Ball hatten, durch viel Fleiß und viel Aufwand, das war sehr gut. Und gegen Wolfsburg? Du musst auf alles eine Antwort haben. Wir wollen besser im Ballbesitz sein. Das hängt auch darauf ab, was der Gegner macht. Stuttgart hat eine sehr spezielle Art zu spielen. Wolfsburg hat eine ganz andere. Wir erwarten wieder eine Fünferkette. Ja, ich gehe auch davon aus, dass sie uns den Ball überlassen. Ein sehr dichtes Mittelfeld. Wir werden abwarten, aber das Ziel ist schon, sich immer wohlzufühlen und immer eine Antwort zu haben. Sowohl wenn wir viel den Ball haben, gegen tiefen Block spielen oder einfach mal Phasen über uns gehen lassen müssen oder leiden müssen, wenn der Gegner den Ball hat. Und das war auf jeden Fall ein sehr guter Mix. Ein bisschen mehr Ballbesitz wünschen wir uns, wie gesagt, aber es gab Gründe dafür, wieso das nicht so war. Und jetzt werden wieder neue Aufgaben gestellt. Wir machen keine Pläne auf Prognosen, was passiert, sondern das liegt an uns, liegt an unserer Mobilität. Wie gut finden wir die Räume, wie mutig spielen wir durch die Lücken, wie gut sind unsere Abstände und unsere Abläufe untereinander. Und dann schauen wir, was das Spiel für Aufgaben gibt und hoffen, dass wir antworten. Julian Buhl für T-Online. Ja, hallo Herr Tuchel. Ich wollte mal nachfragen, wie sehr Sie das Thema Afrika-Cup und Asien-Cup schon beschäftigt, was ja auch die Meisterschaft beeinflussen wird. Ich glaube, bei Leverkusen fehlen sogar 5 Spieler. Ja. Wie sind da so Ihre Gedanken dazu? Wie gehen Sie damit auch mit Ihrer Mannschaft um? Was bedeutet das eventuell auch für die Spieler, die vor Ort sind, wenn sie zurückkommen in Sachen Konkurrenzkampf?
Gut, bei Nuss werden wir abwarten müssen, ob das überhaupt reicht für ihn. Aber wenn er nicht dort ist, wird er uns wahrscheinlich auch fehlen. Deshalb entweder wegen Verletzung oder wegen Afrika Cup. Dann ist noch Chupo und Minjay. Wenn Sie sich jetzt unser Spiel angeschaut haben mit der Bank und stellen Sie einfach nochmal vor, es hätten die zwei noch gefehlt mit Chupo und Minjay, die beide im Kader waren und Minjay, der überragend gespielt hat. Dann kennen Sie die Antwort auf die Frage. Dann weiß ich nicht, ob es möglich gewesen wäre, die Leistung zu bringen. Oder dann wären wir, keine Ahnung, mit 12 Spielern angereist. Deshalb muss das natürlich, wenn wir seriös eine Saison planen, wissen wir natürlich über die Dinge Bescheid. Und das ist Thema zwischen mir und Christoph Freund, aber zwischen mir und der Mannschaft nicht. Die Spieler es gibt eine Abstellungspflicht und die Spieler spielen diese Turniere gerne natürlich für ihr Land. Es ist schon immer extrem unglücklich, dass alle Teams, nicht nur deutsche Teams, alle Vereinsmannschaften, die Spieler abstellen, dann das in der Saison tun. Das ist schon sehr, sehr, sehr komisch, aber es ist schon immer so und deshalb werden wir damit umgehen, Lösungen dafür finden. In der deutschen Meisterschaft? Das kann ich Ihnen nicht beantworten, das werden wir dann sehen. Ja, eben. Was willst du das jetzt beantworten, ne? Ich glaube nicht, dass es einen großen Faktor hat. Ich weiß jetzt nicht, welche Spiele auf Leverkusen zukommen in dieser Phase. Aber ich denke, die haben einen breiten Kader, die werden das schon auffangen, denke ich. Aber jeder weiß, dass dieses Turnier ist und jeder muss damit umgehen und wir werden das weder als Entschuldigung nehmen, noch werden wir versuchen, daraus irgendwelche Szenarien zu kreieren, sondern wir müssen für uns gucken, dass wir diese 4 Wochen, die das dauern kann, das sind natürlich auch Spiele, viele Spiele, 5 Spiele betrifft das, glaube ich, für uns dann mit dem Unionsspiel im Januar und du kannst nicht sagen, okay, irgendwie werden wir schon über diese 5 Spiele kommen. Die 5 Spiele gibt es 15 Punkte, die wollen wir alle haben. Dazu müssen wir konkurrenzfähigen Kader haben. Und deshalb ist das bei uns ein Thema, das aufzufangen und versuchen wir das Beste. Dann hier vorne Nikolaus Linder für die Bild-Zeitung. Servus, Herr Tuchel. Im Nachgang zum letzten Spiel wurde sehr, sehr viel über Alex Pavlovic gesprochen. Viele waren begeistert von seiner Reife, von seinem Auftritt. Sie haben ihn auch gelobt. Jetzt war die letzten Monate immer wieder Thema Holding Six. Sie sagen, Kirche im Dorf lassen. Aber ändert diese Entwicklung etwas in Ihren Transferplänen auf dieser Position oder sagen Sie immer noch, da braucht es eigentlich einen neuen Mann in Ihrem Kader? Ja und nein. Wir wussten auch vorher, dass wir Alex haben und Alex war immer stark im Training, schon letzte Saison, als wir ihn dazugenommen haben. Ja, aber warum hat er nie Chancen gekriegt? Deshalb wissen wir ganz genau, was er kann. Aber ich glaube, mit Kirche im Dorf lassen ist niemand gedient, weder den Zielen des FC Bayern noch den individuellen Zielen und Ambitionen von Alex Pavlovic. Wenn Alex jetzt mit 19 Jahren unsere Lösung ist. Also ich glaube, es ist, Sie sprechen mit... Er muss immer wieder auf dem Scheißalter rumreiten, Alter. Ja, der FC Barcelona hat auch so gedacht, wo Messi 18 war. Naja, das kann jetzt nicht sein, dass wir auf einen 18-Jährigen setzen. Vorne, wo noch mehr Druck drauf ist. Und ich kann es nicht mehr hören, Leute. Ja, es ist irgendwo nachvollziehbar. Wir sind beim FC Bayern, da herrscht Druck, bla, Sülz. Und nochmal, es geht nicht darum, ich sage jetzt nicht, du musst jetzt einen Pavlovic springen und der muss Stammspieler sein. So, man hätte am Anfang der Saison gucken sollen. So, er sagt es gerade, wir wussten schon letztes Jahr, welche Qualität da ist. Er hat sich vor der Saison dahingestellt. Gesagt, Kimmich ist kein Sechser für mich. Ich will einen Sechser haben. Den hat er dann nicht bekommen. Dann hätte man noch sagen können, ja, pass mal auf, aber ich habe ja hier den Pavlovic. Das ist ja eigentlich ein Sechser. Probiere ich den doch mal aus. So, dann hätten wir gewusst, kriegt er hin mit seinen 19 Jahren auf den Stress alle 3 Tage, Blasöls. Oder er kriegt es nicht hin. So, dann hätte man jetzt das Argument gehabt in der Winterpause, er kriegt es nicht hin, er braucht noch Zeit. Ich verpflichte den Sechser für 2 Jahre und wir bauen Pavlovic nebenbei auf oder leihen ihn ja aus, wie auch immer. Aber nein, das hat man nicht getan. So. Wenn er spielt, spielt er super und man weiß nicht, woran man ist. Und klar kannst du jetzt nicht sagen, ja, wir gehen jetzt mit ihm in die Rückrunde rein, ohne dass wir es ausprobiert haben. Ja, das kannst du nicht bringen, wenn deine Ambitionen sind, du willst Champions League-Sieger werden, ja, oder du willst deutscher Meister werden, das ist ein super starkes Leverkusen gerade. Kannst du natürlich so einen Move nicht bringen, da gehe ich voll mit ihm, ja. Deswegen, man hätte vor der Saison zusehen müssen. Ja, jetzt in der Hinrunde hätte man zusehen müssen, das auszuprobieren. Aber da hat man nicht die Eier zu gehabt.
Mit dem Trainer, der ihm vertraut, weil wir haben ihn zu uns ins Training genommen und wir lassen ihn spielen und er ist seitdem fester Bestandteil von unserem Kader. Und das wird sich nicht ändern, auch nicht ändern, wenn wir noch einen Mittelfeldspieler dazu verpflichten, der unserer Meinung nach dann vielleicht vom Profil, von der Erfahrung unserer Mannschaft weiterhilft. Wir werden alles tun, was im Sinne des Clubs ist und im Sinne des Erfolgs ist. Wir werden auch immer alles tun, was im Sinne der Nachwuchsförderung ist. Kann sich jeder darauf verlassen. Wir sind die größten Fans von Spielern vom eigenen Campus. Ich glaube, das beweisen wir, dass wir keine Angst haben und den Spielern. Aha, wo beweisen wir das denn? Indem wir sie reinwerfen, wenn wir keine andere Wahl mehr haben? Das Vertrauen schenken, dass wir nicht darauf gucken, ob sie alt oder jung sind oder teuer oder nicht so teuer. Das spielt alles keine Rolle. Alex hat sich das verdient mit Trainingsleistungen und mit der Art und Weise, wie er ist. Und trotzdem ist es wichtig, ihm den Rucksack auch nicht zu groß aufzusetzen. Das ist für ihn jetzt auch nochmal ein Schritt. Vielleicht muss er direkt nochmal spielen. Dann ein Heimspiel zu spielen, ist auch nochmal ein Unterschied als ein Auswärtsspiel. Dann zweimal in der ja, weil er so schwach war in Dortmund. englischen Woche zu beginnen und so weiter. Deshalb ist es gut, wenn wir da jetzt niemand in den Himmel hochjagen und nachher dann und den dann nachher da wieder runterholen müssen, sondern das ist gut, wie er das macht. Er macht das mit der nötigen Bescheidenheit und mit einem riesengroßen Lachen und Freude im Gesicht jeden Tag und das ist das Allerwichtigste. Und der Rest kommt von alleine und wenn Konkurrenz, wenn er es bei uns schaffen will, bei Bayern schaffen will, ist das wie in jedem anderen Club, der in Europa um die Titel spielt, dann hast du immer Konkurrenz und Qualität setzt sich dann immer durch. Wenn dem so wäre, ja, dann hätten wir ja mal einen Konkurrenzkampf um die Position von Joshua Kimmich und das seit 1,5 Jahren. Das haben wir nicht. Also ist diese Aussage eine absolute Frechheit, Alter. Ja, ich stimme Ihnen da voll zu. So, man muss sich dann durchsetzen, auch in dem jungen Alter, dass Konkurrenz bei Clubs herrscht, die um die großen Titel spielen. Alles gut, hat er vollkommen recht. Aber diese Konkurrenz gibt es bei uns nicht. Und Kimmich steht außer Konkurrenz in unserem Verein. Das seit 1,5 Jahren, wo er keine Leistung bringt. Oder sehr schwankende Leistung, ja. Und wo er definitiv kein Sechser ist. Er kann ein Achter sein, er kann sonst was sein, aber er ist kein Sechser. So, und es gibt keine Konkurrenzsituation. Er spielt immer auf der 6. Du hast einen Leimer, du hast einen Goretzka, wir brauchen gar nicht mit dem Pavlovic anfangen. Du hast noch einen Guerrero, der spielen kann. Und keiner dieser Spieler darf auf der 6 spielen. Es spielt immer Kimmich. Also diese Aussage ist leider, sorry, Tuchel, nehme ich dich nicht ernst. Dann Vincent Schirpke nochmal. Uli Hoeneß hat sich ja auch zu einem möglichen Comeback von Toni Kroos in der Nationalmannschaft geäußert. Sie kennen ja einen Großteil der potenziellen Mitspieler dann von ihm. Glauben Sie, dass er der Nationalmannschaft helfen könnte bei der EM? Das ist Gott sei Dank nicht mein Thema. Das ist Gott sei Dank nicht mein Thema, die Kaderbenennung. Und ich glaube, es ist auch viel zu früh, über einen Kader zu sprechen. Und wenn, ist das ausschließlich Sache von Julian. Und ich denke, dass er es mir danken wird, wenn ich mich nicht dazu äußere. Weil je mehr sich äußern, umso schwieriger wird es für ihn. Er muss am Ende die Entscheidung treffen. Ich weiß im Moment weder, wie er personell plant, noch was er taktisch plant. Und dann lassen wir das dort. Und ich glaube, wie gesagt, je weniger Trainer sich dazu äußern, umso besser für Julian. Und deshalb halte ich mich zurück. Habt ihr noch ein Thema? Ja. David Verhoff für die Bild. Hallo Herr Tuchel, eine Frage noch zu Sven Ulreich, den hatten Sie noch nicht erwähnt. Ist der auch noch krank oder kann der in den Kader gehen? Ja, das sieht so aus, als wäre Daniel weiter im Kader und Ole noch nicht zurück. Okay, dann hinten Manuel Schwarz für die dpa noch zum Schluss. Hallo Tuchel, ja. Weihnachten ist immer so eine Zeit, wo man einerseits zurückblicken kann auf das Jahr, andererseits auch sich was wünschen darf. Wenn Sie das vergangene, ja doch sehr ereignisreiche Jahr in wenigen Sätzen zusammenfassen müssten, wie würde es ausfallen und was ist Ihr größter Wunsch für 2024? Gesundheit. Gesundheit steht immer an oberster Stelle und ansonsten bin ich persönlich kein großer Freund von Rückblicken, weil das gleitet immer in so eine Sentimentalität ab und dann und als Trainer wollen sie das sowieso nicht gerne und als von meiner Persönlichkeit schaue ich immer nach vorne, deshalb und schon gar nicht vor dem letzten Spiel, das morgen noch ansteht, so schon eine Zusammenfassung machen,
Ich kenne die Welt im Leistungssport nur so, dass immer das nächste Ergebnis zählt und du dich nicht mal mehr darauf ausruhen kannst, was jetzt gerade gegen Stuttgart war. Und deshalb tue ich mir immer schwer, die Sachen so zusammenzufassen. Unsere Arbeit ist total nach vorne gerichtet. Ich hoffe, Sie haben da Verständnis dafür. Wenn ich jetzt aus dem Stegreif versuchen würde, Ihrem Wunsch zu entsprechen, dann würde ich hundertprozentig was vergessen, was alles passiert ist, weil wirklich viel passiert ist. Aber sind auf einem guten Weg und wir versuchen unsere Aufgaben mit dem besten Wissen und Gewissen zu meistern, um das Interesse des Clubs natürlich im Mittelpunkt zu sehen und unsere Mannschaft weiterzuentwickeln. Dass das immer aufregend ist und dass das immer natürlich auch viel medial begleitet wird, ist ganz normal, wenn du bei Bayern arbeitest oder bei einem großen Club arbeitest. Deshalb ist alles gut und wir freuen uns jetzt dann auf eine Pause. Wir wollen aber unbedingt morgen noch den nächsten Schritt machen und sind dann auch sofort wieder bereit, ab 2.1. Gas zu geben. Dann Torben Hoffmann nochmal. Gestern war ja eine Auslosung, Champions League. Ja. Was sagen Sie zum Achtelfinalgegner und auch den anderen Paarungen der deutschen Mannschaften? Danke. Ja, ich weiß im Moment noch wenig über Lazio Rom. Eine italienische Mannschaft ist natürlich schon auch würde man jetzt als erstes sagen, schon auch prädestiniert, eine Ergebnismannschaft zu sein. Ein sehr, sehr guter Trainer, ein sehr erfahrener Trainer, der extrem erfolgreich war und auch immer ganz spezielle Taktiken spielt und sich immer auch was einfallen lässt, um Mannschaften zu überraschen mit Maurizio Sarri. Und ansonsten habe ich mich jetzt im Moment noch wenig damit beschäftigt, weil es war kurz nach Stuttgart und direkt vor Wolfsburg, da lag jetzt der absolute Fokus. Das Ziel wird natürlich sein, weiterzukommen. Wir haben die Gruppe gewonnen, haben deshalb Da müssen wir auch nicht drüber reden, dass es das Ziel sein sollte. Das zweite Rückspiel bei uns zu Hause. Ich habe noch nie in Rom gespielt, ich habe noch nie gegen Lazio gespielt. Das großer Traditionsverein, ne? Du weißt sofort, hellblaue Trikots und emotionale Fans und so weiter. Deshalb freuen wir uns auf diese Herausforderung. Es ist, glaube ich, immer eine Herausforderung, ein K.O.-Spiel gegen eine italienische Mannschaft zu spielen. Wir sollten uns nicht verleiten lassen von der aktuellen Tabellensituation, wo sie, glaube ich, ein bisschen ihren eigenen Ansprüchen punktemäßig hinterherhinken. Das ist dann nachher so, das weißt du genauso gut wie ich, wenn es in die K.O.-Spiele geht. Spielt das keine Rolle? War nochmal Saarbrücken, mehr brauchen wir nicht sagen. Also. Zählen zweimal 90 Minuten, Tagesform, kleine Entscheidungen, muss der Fokus da sein, was macht die verletzten Situation und dann geht es auch um Spielverlauf, aber wir haben auf jeden Fall ganz klar den Anspruch, in 180 Minuten das Spiel für uns zu entscheiden oder das Duell für uns zu entscheiden. Ja, also Leipzig, so die Gegner, ich meine, Leipzig Real ist dann wohl der absolut namhafteste Gegner und einer der größten Clubs der Welt, ist ja klar. Für Marco und RB und auch, glaube ich, es gibt immer in jedem Achtelfinale Außenseiterchancen, auch für Red Bull, oder RB, die dieses Spiel mit Sicherheit in der Außenseiterrolle spielen werden, aber sich darin, glaube ich, auch wohlfühlen und damit kein Problem haben. Und das Duell zwischen Eindhoven und Dortmund findet, glaube ich, komplett auf Augenhöhe statt. Und es bietet alle Möglichkeiten, dass auch Dortmund die Chance ergreift, weiterzukommen. Aber wie gesagt, wenn die Spiele erstmal sind und dann werden da die Karten nochmal neu gemischt, dann kommt es auf die Tagesform an und auf die Spielverläufe und geht es um Wehrhaftigkeit und den Biss und das auf den Punkt zu bringen. Aber wir schauen dann auf uns. Okay, vielen Dank euch. Danke Thomas. Bis morgen. Servus. Danke Thomas. Ja, war eine gute Pressekonferenz von ihm. Fragen waren eigentlich auch ganz okay, denke ich, diesmal. Schocker natürlich seine Aussage zur Jugendarbeit. Fühle ich halt gar nicht. I don't know, wo er die hernimmt. Wenn das seine Art ist, die Jugendspieler zu integrieren, dann wird es wild werden die kommenden Jahre. Aber mal abwarten. Ich bin sehr gespannt. Wir lassen uns überraschen, was in der Wintertransferperiode passiert. Ja, und dann, wo die Reise hingeht. Ne? Erstmal das Spiel gegen Wolfsburg jetzt und dann gucken wir mal. In diesem Sinne, Leute.
Rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund. Dann, tschüssi.